Gruselig und finster geht es weiter hier bei Zelda Skyward Sword Hero Mode im 6 Herz One. Wie soll ich jetzt so seltsam sprechen? Weil ich nicht immer die gleiche Einladung machen kann, meine Güte. Ja, das ist der Grund und wir sind hier in der Finsternis persönlich gelandet. Oder was soll das sonst sein? Sieht aus... Nee. Doch? Sieht aus wie... Nee. Schwarze Kirschmarmelade. Oder Brombeermarmelade. Lecker, lecker. Ja, gut. Dann muss es aber auch schon abgedreht sein, hier in der Hölle persönlich plötzlich Marmelade entdeckst. Ja, gut. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen vorsichtig. Nicht da lang. Da ist etwas und da oben ist etwas. Die Augen war doch die Rede davon und das ist da drüben. Und was genau ist? Naja, das ganz einfach. So, lang da oben. Sehr schön. Wow. Den hier aktivieren und so einfach ist das. Schon haben wir die Tür vor allem, ja das Tor, die Tür, whatever, haben wir geöffnet und haben damit etwas freigelegt, was später noch wichtig ist. Nämlich die Bombe, genau, Link ist in Bombenstimmung, haben wir in der letzten Folge noch gesehen und das ist nie ein gutes Zeichen, aber egal. So, kommt da jemand, das sieht aus wie so eine Duellierplattform hier. Aber es will niemand kommen, schade. Und das heißt für uns, wir machen hier weiter mit dem Kraftkäfer. Dem Powerkäfer vor allem. Gott, wow, nicht explodieren, nicht explodieren. So, Alter, mit der Bombe kann sie nicht schneller fliegen. Das ist dumm, das ist dämlich, das ist... Naja, c'est la vie, sage ich das nur, c'est la vie. Ich hoffe, du hältst noch ein bisschen durch, denn du musst den Felsen da wegsprengen, sonst kommen wir da nicht rüber. Ich bin ein Käfer. Ich bin ein Käfer. Z wäre hier. Und... Bombs away. Boom. Cool. Und jetzt können wir uns darüber schwingen, aber vorher noch kurz. Tolle Aussicht. Nee, ganz ehrlich, es ist so neblig da unten, das sieht einfach atemberaubend schön aus. Ich wünsche nur, es wäre nicht die absolute Finsternis da unten, aber für was soll's. Sowas gibt's halt, nicht wahr? Das gibt's auch in jedem Videospiel. Die absolute Finsternis gibt's natürlich in der Real Life auch. Ich habe sowas noch nie gesehen. Alter, das war ganz schön knapp. Ich sollte mich besser ein bisschen konzentrieren hier, anstatt immer so eine Scheiße zu labern. Komme ich irgendwo wieder runter? Ja, jetzt hast du schon wieder, ich überlege gerade, ich überlege. Okay, ich weiß, ich muss ein bisschen schneller überlegen, oder muss ich da hoch? Oh, war ja so. Hä? Hab nichts gesagt. Dann war ja was hier drüben und es war was da drüben. Ich weiß gerade die Reihenfolge nicht mehr, werden sie gleich erfahren. Hoppala. Achso, das war der Felsen. Dann war... Was war die Landkutte hier? Naja. Erstens, ich muss jetzt zuerst hoch, weil ich das Teil umdrehen muss. Ja, seht schon, das ist ganz schön schnell und wenn wir jetzt darauf springen würden, könnte eine pieksige Angelegenheit werden. Und ich habe keinen Bock auf, ja, mir halt da ein paar, ihr wisst schon, ein paar Piercing stechen zu lassen. Das war unfreiwillige. Ein Ohrring würde noch gehen am... Ich kann schnell überlegen, linken Ohr, glaube ich. Oder das rechte soll ja angeblich das schwule Ohr sein und das linke das normale. Aber zumindest mal habe ich es nie wirklich nachverfolgt, aber im Volksmund sagt man dem so. Wobei ich mir überlege, also gerade frage, wenn es ein schwules Ohr für Männer gibt, ja logischerweise schwule Männer, gibt es auch ein lesbisches Ohr für Frauen oder könnt ihr einfach in dem Ohr eins tragen oder beides, kein Problem und Männer dürfen nur links eins tragen, wenn sie nicht schwul sind oder an beiden Ohren und sonst, wenn sie nur am rechten Ohr eins tragen, sind sie automatisch schwul? Da kann ja nur vom Glück reden, dass er mal links eins hatte, nicht rechts. Wobei ja viele auch sagen, als Schwule hättest du viel mehr Chancen bei Frauen, wa? Gibt es ja auch solche. Ja, gut, das ist natürlich ein Thema für sich, ob das wirklich stimmt, aber jetzt mich als schwul auszugeben, nur um dann besser Frauen kennenzulernen, würde ich jetzt aber auch nicht machen. Nee, Leute, ganz ehrlich. Eine Frau soll mich so lieb wie ich bin, fertig und nicht irgendwie für das, was ich irgendwie vorgebe, dann zu sein, was ich dann doch nicht bin. Ja, aber ich denke mal, es gilt für die meisten von euch und sowieso im ganzen Leben oder generell überall.
Man soll derjenige sein, der man wirklich ist, nicht irgendwie etwas anderes vormachen, bloß damit andere einen mehr oder überhaupt mögen. Das ist sowieso immer ein Fehler. Gut, wir kommen gut voran. Ihr seht schon, wir müssen jetzt da langsam und dann da wieder hochgehen. Ja, ein toller Ausflug, nicht wahr? Ist auch großartig gewohnt, aber gelohnt. Jedoch, ja, die Rückkehr wird ein bisschen zombie-lastig, ich sag's mal so. Ein bisschen eklig, überraschend, aber irgendwie auch extrem cool. So, das gerade kann ich mehr rüberklettern und runter auch nicht mehr. Gut, ja, bin ich hier. Jetzt muss ich jetzt machen. Oh, ich habe eine Idee, Könnte das funktionieren? Wow. Alter, hey, immer knapp von einem Knockout fast. Absturz, einen absoluten Absturz. Jetzt der andere auch. Gut, so war's ja. Genau, so war's ja. Jetzt heißt der hier auch in die richtige Richtung. Also richtiges für uns, wenn wir jetzt darüber wollen. Und das ist wunderprächtig. Gut, das müsste so als stimmen. Und runterfallen lassen links. Sehr schön. Heute ist Link richtig folgsam. Ich weiß gar nicht, was mit ihm los ist. Link! Na, Monsterklaue? Keine gedroppt. Schade. Ja, Leute, jetzt seht ihr, hier sind wir. Da hat die ganzen Skelette am Boden. Erinnert mich ein bisschen an den Brunnen da aus Ocarina of Time. Der war auch ein bisschen gruselig dargestellt, vom Original noch. Da beim 3D-Remake und auch beim Master Quest war jetzt nicht mehr so gruselig, aber im Original, vor allem im japanischen Original, da gab es noch richtig Blut und so, kein grünes bei Ganondorf vor allem. Ja, es waren noch Zeiten, hey. Sowieso, früher war alles besser, nicht wahr? Mhm. Stimmt in der Regel auch. So, jetzt kommen wir ganz schnell wieder zurück, weil hier ist ja der Anfang. Ja, seht ihr das? Oh, da gibt es noch was. Moment mal, den kennen wir doch, den Schädel. Also sprich, den kennen wir von vorhin, aber das ist ein anderer hier. Mit 5 Rubinen hier und hat dann nochmal was und nochmal 5 Rubine. Tja, wieso eigentlich nicht? Und da geht es wieder zurück, sehr schön. Aber wir wollen ja hier rauf. Genau, denn hier ist so eine Art Secret Exit. Wenn ich Exit sage, dann meine ich das auch wortwörtlich. Wieso? Tja, ihr seht es gleich. Oh, mal kurz, so. Wow. Alter, Hilfe, die Zombies sind schneller als wir, Kunststück sind auch leichter als wir, sie tragen so einen schweren Schild. Link? Ah, jetzt geht's. Ich muss beide bewegen, nicht nur den einen Controller, nee, ich muss auch den Nunchuck bewegen. Ins Licht, das sind sowieso allergisch. Nee, lass mich los, du perverse Sau. Ha, gleich oben, das Licht. Nein, sind wir tot? Ich habe die Lichter meines Sohnes gesehen. Hallo, das war jetzt Cheaten. Mensch, wollte gerade Gott guten Tag sagen, aber nö, will natürlich nicht. Bewege die Starte zurück und kletter am Seil wieder in die Tiefe. Da findest du dann den benötigten Schlüssel. Jo, den Schlüssel, den Key, den Master Key. Aber jetzt noch kurz abspeichern. Das muss dann doch noch sein. Und was sagt die Zeit? Oh, bin ein bisschen schnell dran. Ich wollte mir den Endboss für den nächsten Part aufheben. Scheibenkleister. Ich muss das doch heute noch machen. Na gut. Wieso eigentlich nicht? Wobei der Endboss, ich hoffe, ich kann es noch. Weil der Endboss hier am 4. Tempel, der ist einer der coolsten überhaupt im ganzen Spiel, aber auch einer der schwierigsten im ganzen Spiel. Wieso? Da seht ihr dann noch. Da seht ihr noch, ey. Ja. Und hoppala. Ja, Mann, der Kopf ist wieder da. Wow, geil. So. Schön. Einfach nur schön. Jetzt geht es natürlich wieder runter. Denn jetzt können wir hier runterklettern und wohl eher runterfallen. Ja, Ja, ihr seht schon, wir sind so am Seil, aber die Zombies kommen nicht mehr. Auch gut. Wir kommen hier wieder zurück und gleichzeitig ist hier alles super duper. Naja, fast. Das ist auch wieder gleißendes Licht, der Himmel persönlich von mir aus. Der Master Key, Freunde, der Master Key, aber auch hier überall die Leichen. Alter, was ist denn hier los, ey? Eine Massenschlachterei oder was? Unglaublich, unglaublich. Du hast den, also ganz ehrlich, das sieht aus, hey. Den fetten, naja, du weißt schon, mit dem kleinen
oben vorne und mit dem riesen Gehänge dran. Ja, auch eben, du hast einen gesegneten Schlüssel erhalten. Gesegnet vor allem. Ja, von wem? Von einer Frau? Diese Holzschnitzerei strahlt Güte aus. Sie ähnelt der Stadt im oberen Stockwerk. Tja. Oh mein Gott. Wo kommt das plötzlich her? Tja, und tschüss. Ich hab keinen Bock aufs Bett. Na klar, wir stehen da. Der kommt runter. Die Zombies. Boom. Die Zombies machen nichts mehr. So, ja, das war's schon. Wir sind wieder zurück. Wieso jetzt plötzlich runtergekommen ist, keinen Schimmer. Hey, wer zum Henker hat da oben was aktiviert? Oh Mann, oh Mann. Tja, wie gesagt, es geht wieder hoch mit uns. Hoch hinaus. Und zwar muss ich jetzt hier das Ganze dann nach oben bewegen. Das ist leider notwendig, sonst komme ich nicht an den Schlüssel ran. Ups. Falsch überlegt, Link. Es war zuvor der erste Stock, das ist halt der zweite. Mensch, also manchmal, Michael. Ja. Überlegen, nicht wahr? Verpeiltheit pur in Let's Plays. Gut, das trifft ja bei vielen Let's Playern so. Let's Playern zu vor allem, aber... Ja, ich spiele das Spiel nicht zum ersten Mal. Es ist kein Blind-Projekt mehr, von dem her dürfte man schon ein bisschen mehr, naja, wisst schon, ein bisschen mehr genau erwarten. So. Der Kopf ist wieder mal weg. Interessiert mich nicht groß. Das machen wir gleich wieder rückgängig. Und zwar, wo jetzt das? Da drüben war's. Über Stock und Stein. Wohl eher über Seerosenblätter. Über See und Platte. Nee, das geht überhaupt nicht, der Spruch. Der geht überhaupt nicht. Scheiße. Also einfach nur zocken. Einfach nur zocken. Link. Ah, jetzt. Gut, was sagt die Batterieleiste? Gut, das gefällt mir, das gefällt mir. Hüpp und hüpp, sodli. Und jetzt Linky Boy. Einmal nach oben, bitteschön. Sehr schön, Linky. Sehr schön. Ich sage eigentlich immer Linky. Ich weiß auch nicht. So, jetzt aber, und ich sage immer so. Ich glaube auch irgendwie eine Let's Player-Krankheit. Ich bei vielen anderen Let's Playern so. Dass immer so sagen. Und da auch Eilsohn, so. Ja, der gute Shoso. Na egal, das war jetzt gerade ein Fehlspruch. Wir müssen da hoch. Aber was vergessen, aber ich muss noch mal kurz die Karte prüfen. Wir haben alles. Erst UG haben wir auch alles. Wir sind finito, komplett. Auch dieser Tempel wieder mal nicht sehr groß, ich weiß, aber auch wenn die Tempel hier bei Skyward nicht besonders groß sind, sind sie doch schon vom Ideenreichtum sehr ausgeprägt. Und vor allem sehr individuell. Wieder runter. Nein, aber doch gerade Link. Ich wollte springen. Ja, gut gemacht. Das war zwar unnötig, aber egal. Wir haben die Mission, den Tempel, den Boss mit 6 Herzen, mit, ja, 3 Feen. Sehr gut machbar. Mit dem Schild, ja, den braucht sowieso kaum. Nee, das braucht kaum. Wenn die Wii-Motion-Plus nicht spinnt, dann sollte der Endboss nicht so das Problem sein. Dürfte zwar ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber vorher kriegen wir sowieso noch Besuch von dem Endboss. Besuch von einem alten Bekannten. Mehr verrate ich noch nicht, aber der ist schon eine Nummer für sich und zwar leider keine gute Nummer. Egal. Link, gehst du bitte? Link, weg dich mal. Geht doch. Untersuchen. Der gesegnete Schlüssel wohl bemerkt. Alles klar, so greifen, dann Greifhaken quasi. Mal gucken, die Information. Jetzt müsste es stimmen. Alter, verrenkst dich Kakao. Ah, Mann! So, jetzt passt's. Das Verrenken hier mit dem Handgelenk. Ungebrochen ist es. Der gesegnete Schlüssel kommt bloß auf den Namen. Also dann, auf geht's. In eine neue Welt. Nee, Quatsch, natürlich, auf geht's zuerst in Flammen für unser Schwert, damit es einfach mal ein bisschen größer wird. Also, größer, vor allem länger, denn ihr wisst ja, die Länge macht's aus. Das war Nummer 1, Nummer 2, dann kommt die 3 und die 4, natürlich, was könnte es sonst sein? Und die 3, und die 4,
Et voilà. Ein richtiger Giraffenhals. Alter Schwede. Ja, sie... Kopf angestoßen, geht nicht weiter. Bin zu fett. Nee, bist du nicht. Das geht hier bloß weiter. Und zwar mit der Vogelstatue. Ja, ich weiß noch mal kurz abspeichern, aber es geht ja ganz, ganz fix. Jetzt habe ich noch 4 Minuten quasi. Oder 5. Wohl eher 5. Ich kann jetzt fies und jetzt die Folge beenden. Ich muss ein bisschen vorproduzieren. Aber nee, mach jetzt noch. Also versuch's noch. Ob wir es schaffen, ist eine andere Frage. Aber versuchen kann man es ja. Natürlich. Und da ist er ja, auf den billigen Plätzen hockt er. Du bist ziemlich hartnäckig. Das sagt gerade der Richtige. Ich benötige meine kostbare Zeit, um einen Weg für die Rückkehr des Dämonenkönigs zu finden. Ja, dann bitte, würdest du bitte gehen und mich in Ruhe lassen, Alter? Zu allem Überfluss stört mich dann auch noch so ein lästiges Getier wie du. Das schlägt mir doch ein wenig auf die Stimmung. Hey, Alter, ich war vorher im Tempel, ja, also bitte lass mal in Ruhe. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Hallo? Der Wasserdrache beschützt doch das Ganze. Oje, also auf die anderen kann sich ja nicht mehr verlassen. Vor allem auf den Wasserdrachen. Ich bin böse, ich fresse alles. Ja. Schon gut. Zuck. Und dann mal haut der ab und lässt uns sein Spielzeug da, wie es aussieht. Aber dieses Spielzeug, Freunde, ist nicht sehr freundlich zu uns. Und normalerweise spielen wir mit Spielzeugen, in diesem Fall aber will es mit uns spielen. Mit schwarzer Magie zum Leben erweckt. Artefakt der Finsternis, Da Ilom. Einer der stärksten und geilsten und längsten und, naja, ich halte schon die Klappe, aber ihr werdet es gleich sehen. Endbosse bei Skyward Sword. Gut, das war scheiße. War ja ein bisschen zu früh. Komm schon, schlag zu. So, der eine Arm ist ab. Na, was machst du jetzt, Alter? Na, genau, das ist die Strategie, Freunde. Ihm die Arme abhacken oder abreißen wohl eher, aber das ist auch nur bei der ersten Phase. So, ich gehe eher extra näher ran, damit er auch ausholt, weil sonst hat er das Gefühl, er müsste seine Äxte schwingen lassen. Oh, macht er sowieso. Und die Äxte sind noch scheiße. Wow. Aua, Mann. Ich dachte, er geht wieder zurück. Naja, ich habe 3 Fee, nicht wahr? So, jetzt die beiden noch ab und den auch noch. Und das war's schon. Jetzt bist du weg dann. So, sehr schön. Oh, nein, das gibt's nicht. Noch nie passiert. Okay, normalerweise mache ich den schneller platt. Hallo, sind die Endboss plötzlich stärker geworden, oder was? Ah, jetzt geht's. Okay, ich habe ihn unterschätzt, muss ich leider ehrlich zugeben. Alles klar, ja, ich konnte es mir schon besser, keine Sorge. Oh nein, jetzt machen wir die Scheiße wieder. Nein, schon wieder. Bis des Wahnsinns. Komm schon, schlag zu. Und der eine Arm ist ab. Nein! Link, was macht er da für eine Scheiße? Und der zweite Arm auch, sehr schön. Das wäre die Strategie, Freunde, wenn ich mich nicht so dämlich anstellen würde. Vielleicht damit. Und ja, raufhauen, schnell! Ja, seht ihr, geht doch. Wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre, hätte ich Fee sparen können. Verfluchte. Ja. Ist halt der Heldenmodus, macht die Gegner mehr Schaden. Oh, zweite Phase. Dritte Runde. Nö, Mann, er hat genug. Und er ist clever. Scheiße, jetzt können wir nicht mehr schaden mit dem Schwert. Naja, können wir schon, aber nicht mit seinem Schwert. Nicht mit unserem Schwert, sondern... Ja, ihr seht's gleich. So, Strategie Nummer 1. Das ist es, Freunde. Und jetzt machen wir hier Rambazamba. Ihr seht schon, wir können jetzt sein Schwert anvisieren, beziehungsweise sogar aufheben. Und in die Beine abhacken. Und das Scharnier davor. Und draufhauen, was das Zeug hält. Und zweimal. Und der verträgt echt viel Scheibenkleister, ey. Die Zeit.
Der Part ist vorbei. Der Part ist vorbei. Ach du Scheiße. Ich hau ab. Tschüss. Wow, Rampage-Modus. Alter, sehr schwerter Stil. Und dann auf Zorro. Wow, lalalala. Was für ein Radius der hat. Na, kommst du, schlägst du zu, komm schon. Jetzt kommt die schwarze Magie. Mit den Dorftrotteln. So, die verschwinden gleich so, alles klar. Und wieder so viele Arme abhacken, wie es geht. Aber zustürmen und die Beine abhacken. Oh, die andere Möglichkeit wäre, jetzt hier abzuwarten, aber ist nicht immer eine gute Idee. So, mal kurz abwarten. Natürlich geht es auch so. Zuerst mal die Arme abhacken, könnt ihr auch so machen. Oder direkt auf die Beine losgehen, denn ohne Beine ist der wehrlos. Und Sakaboom und zack, Tschüssikowski. Alter Schwede, wie soll ich das bloß im Boss-Rush-Mode machen? Mit nur 6 Herzen gegen alle Bosse anzutreten, den auch noch im Heldenmodus, da bin ich auch sowas im Arsch. Und die Musik ist episch. Ich würde gerne singen, aber das spare ich mir lieber und vor allem euch auch und keine Herzen kommen, natürlich nicht. So, nimm mal die schwarze Magie-Attacke. Ah, du bist kein schwarzer Magier, also lass den Scheiß. So, schlag zu. Wow! Ein bisschen schneller als vorher. Nein! Scheiße, nur 2 erwischt. Ich kann nur einen. Weg der Link! Der ist verrückt! Sieh ihn doch mal an! Mit 5 Armen wäre er auch verrückt. Wow! So, jetzt aber ganz schnell. Mir scheißegal, ey, du bist jetzt down. Ah, wir haben es noch geschafft. Wir haben es noch geschafft, ey. Oh, scheiße. Wie der aussieht da. Wow, wir haben einen Endboss platt gemacht. Viel zu viel Schaden gekriegt. Mann, hey, bin ich ein Versager. Aber ich hoffe mal, die Strategie sollte klar sein. Und wenn ihr mal in solche Situation kommt, einfach dran denken, macht den ersten Part nicht so wie der gute Michael. So, Herzcontainer lassen wir natürlich in Ruhe bei dem 6 Herz One. Und gehen hier weiter, denn wir wollen noch das. Soll ich das in diesem Part machen? Habe bereits überzogen, dann was soll es, wenn ich bereits überzogen habe? Dann erst recht, würde ich mal sagen, oder? Alles klar, das Triforce hinter uns, immer ein gutes Zeichen. Farores Wappe, oder? Farore, Nayru, doch, war Farore. Nayru war die Göttin der Weisheit, Farore die Göttin des Mutes, das stimmt soweit. Und jetzt wird's Zeit für eine epische Szene. Viel Spaß, Freunde! Farores Wamme hat dein Schwert gestärkt, seine Klinge ist gewachsen und es ist schärfer als jemals zuvor. Wir haben es geschafft, die erste Flamme ist unser und somit haben wir nun endlich das Langschwert.
Das endgültige Masterschwert hat endlich seine volle Länge erreicht. Ja, die Länge macht eben doch aus bei bestimmten Dingen. Und wir haben sogar noch die Zugehörigkeit zum Triforce-Fragment des Mutes erhalten. Oh ja. Gestärkt durch die göttliche Flamme ist ein Schwert gewachsen, Gebieter. Ich hab's gemerkt, ich hab sogar eine längere Scheide. Also, nicht so eine, also, eine Schwertscheide natürlich, woher ich die plötzlich habe, keine Ahnung, aber die ist wohl im Preis inbegriffen mit der Flamme. Ist doch sehr geil. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lernen, kehre dafür zurück zur Stätte der Lieder. Jo, das werden wir auch tun, aber erst in der nächsten Folge und ich will vorher noch was im Wald von Pharaon erledigen, was ziemlich schnell geht, aber halt auch was mit den Artefakten der Göttin zu tun hat. So, mal kurz gucken, alles aufgenommen, kann ich abspeichern. Jo, sieht gut aus bis jetzt. Speichervorgang. Und erfolgreich. Florias, jetzt müsste eigentlich der wieder kommen, oder? Da bist du ja, Mensch! Alter, wieso hast du Gio eben durchgelassen? Du fettes Riesenviech. Ich sehe, dein Schwert ist nun stärker denn je. Oh, ja, Link hat wohl nichts gesagt, wa? Ist vielleicht auch besser bei dieser Größe, der wird uns mit einem Haps verschlingen. Ja. Obwohl du nur ein kleiner Junge bist, hat dich die Göttin auserwählt. Ja, Moment mal, was heißt der klein? Hallo, ich bin jetzt lang, also ich habe ein langes Teil, ja, du verstehst schon. Aber noch weiß er die volle Kraft des Schwertes nicht einzusetzen. Ach, ich wüsste es schon, wenn ich vielleicht noch 2 Flammen hätte. Abgesehen davon hat bereits, der Himmelstrahl ist bereits voll stark. Hallo? Du musst weiter lernen, dein Geist muss wachsen. Ja, sprich noch 2 weitere Prüfungen, ist schon klar. Bis bald. Jo, bis demnächst mal, wa? Tschüss. Oh Mann, hey. Immer diese Drachen. So Leute, guckt euch das, nicht hier. Hier, hehe. Pharaons Flamme. Die Kraft dieser grünen Flamme erhöht die Angriffskraft und verlängert dein Schwert. Ja, jetzt machen wir mehr Schaden, geil. Diesem Schwert wohnt Pharaons Flamme inne. Es besitzt eine messerscharfe Klinge. Ich frage mich zwar, wieso dass jetzt das Schwert stärker ist durch Pharaons Flamme. Ich meine, es ist die Flamme des Mutes. Eigentlich müsste durch Dins Flamme der Kraft das Teil stärker werden, aber ja, wieso uns beschweren, nicht wahr? Link, könntest du bitte ganz ruhig, ganz langsam, bitte. Ja, Link! Mann, Alter! Ja, jetzt geht's. Oh je, das sieht noch gut aus hier. Wie sieht's hier aus? Auch gut, sehr schön. Ja, Freunde, das war's mal hier soweit vom Heldenmodus für diesen Part. Hier haben wir natürlich noch so eine Boing-Oing-Statue. Aber dazu auch später mehr. Da oben ist ein Artefakt der Göttin, das dann bald wir da hochkommen mehr dazu. Und jetzt wird abgespeichert und der Part beendet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wenn es hier weitergeht, zur nächsten Flamme, beziehungsweise zum Hinweis zur nächsten Flamme. Und wenn wir hier am Wald von Pharaon noch hoffentlich 2 weitere Artefakte der Göttin abstauben können. Oh, sehe gerade. Ja, halt im Obergebiet halt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mit unserem langen Schwert. Oh yeah. Link sagt Tschüss. Yeah, Mann. Cool.